dem Herrgott vorgeführt worden sind, damit er ihnen ihren Segen gibt. Da sind als erstens die Fische gekommen. Und da fragte der Herrgott, was ist an euch Besonderes? Sagen die Fische, Herr, wir haben Kieme und Flosse. Aha, seht ihr, liebe Gott, ich will euch auszeichnen, ihr könnt euch in alle Gewässer frei bewegen, das ist euer Lebensraum. Als nächstes sind die Vögel gekommen. Der liebe Gott fragt, was ist denn an euch Besonderes? Haben die Vögel gesagt, ah ja, Herr, wir haben Federn und können singen. Gut, sagt der liebe Gott, ihr könnt euch im Luftraum frei bewegen und da könnt ihr euer Liedchen singen. Naja, und da waren noch alle anderen Lebewesen und zum Schluss ist dann noch der Pelzer gekommen. Hat der liebe Gott gefragt, was ist an dir Besonderes? Hat der Pelzer gesagt, probiere mal mein Weih. Und der liebe Gott hat den Pelzer Weih probiert und er war sehr angetan. Und da sagt er, ich will dich auszeichnen, du wirst dein Leben lang mehr trinken können, als du Durst hast. Gut. Eine Schöpfungsgeschichte ist noch nicht ganz fertig. Der liebe Gott hat dann noch die ganze Sprache verteilt bei den Menschen. Zuerst sind da die Engländer gekommen, hat der liebe Gott gesagt, gut, ihr redet Englisch. Und dann sind die Chinesen gekommen, hat der liebe Gott gesagt, gut, ihr redet Chinesisch. Ne? Und dann hat er alle Sprachen so verteilt. Ah ja, am Schluss kam wieder der Pelzer. Seht ihr, liebe Gott, ach ja je, jetzt habe ich alle Sprachen verteilt. Ich weiß gar nicht mehr, es ist gar keine mehr übrig. Aber weißt du was? Ihr babbeln gerade so wie ich.